Herzlich willkommen bei den Landwirtschaftsfreunden. Ich bin's, der Dominikus. Ich werde euch heute die Karriere zeigen vom Landwirtschaftssimulator 15. Hier haben wir verschiedene Sachen noch. Einmal gibt es hier, unten kommt immer eine Info. Hier gibt es das Landwirtschafts-Add-on Gold Edition. Dann gibt es noch das JCB DLC und das ITU Runner gibt es dann. Ich werde mit euch heute den Karrieremodus spielen. Ich werde auch noch so in der nächsten Zeit, sagen wir mal, einen Multiplayer dazu rausbringen. Hier haben wir noch die verschiedenen Tutorials, also Pflügen, Säen, Düngen, Dreschen, Grubbern, Quaderballen pressen, Rundballen pressen, Ballen aufsammeln, Mais häckseln, was ich eigentlich ganz gerne mache mit dem Ballen sammeln und mit dem Quadratballen pressen. Dann einmal Kartoffeln anpflanzen und ernten, dann Kühe füttern. Und hier können wir uns die Mods runterladen von der Hauptseite. Hier gibt es die Quests, also nicht Quests, sondern Erfolge. Ich habe jetzt halt schon, weil ich ein neues Spiel angefangen habe oder mehrere Spiele angefangen habe, habe ich hier Sämann. Da muss ich 100 Hektar säen. Hier muss ich einen Vielfahrer machen. Hier muss ich nochmal einen Vielfahrer über 1000 Kilometer machen. Hier muss ich Langspieler machen. Und ja, hier habe ich noch die Optionen. Hier ist mein Name, Dominikus. Kann ich einstellen jetzt, ob ich blau, grün oder rot nehme. Hier kann ich die Kilometer, Euro, Schmutz kann ich ganz normal lassen, weil das brauchen wir fast nicht, außer dass wir die waschen. Hier habe ich meine Einstellungen, auf was ich spiele. Hier habe ich auch nochmal Einstellungen und hier habe ich die Mods und hier habe ich die Änderungen nicht speichern, da habe ich ja nichts geändert gerade. Und jetzt kommen wir zu unserem Spiel. Ja, wir spielen auf einfach, oder sollen wir uns auf normal gleich begeben? Sagen wir mal, wir gehen gleich auf normal. Dann könnten wir hier jetzt Björnholm anwählen und das machen wir auch, weil Björnholm eins meiner Lieblingsmaps ist. Da hat es mal kurz geruckelt. Wenn ihr vielleicht irgendwas im Hintergrund hört, dass irgendwas mit dazu ist. Ich nehme jetzt gerade ganz in der Früh auf und da ist das Aufnehmen noch ein wenig. Was ist jetzt?
So, jetzt starten wir hier erstmal. Wir möchten das Tutorial nicht spielen. So, jetzt ist es einmal so, dass wir hier so, ich gebe bloß mal leer. Dann springen wir mal schnell in ein Fahrzeug, genau da rein. Mache ich da mal Curse Play auf. Und jetzt gehen wir hier wieder rein. Jetzt musste ich einige Sachen kurz mal umstellen. Das passiert manchmal. Jetzt geht doch da wieder. Wieso willst du jetzt nicht, dass du das startest? Ach, lass mal's. Ja, dann sehe ich halt nicht die Aufnahme, aber auch wurscht. Ich werde hier jetzt mal den Drescher anhängen. Wieso habe ich keinen Sound jetzt? Macht mich schon etwas stutzig, Lautstärke. Hier sind wir wieder. So, jetzt lasse ich hier einen Drescher. Mache ich hier einen Drescher mit Feldarbeit. Stelle hier die Feldnummer. Wir sind jetzt auf Feld Nummer 29, wie man hier sehen kann. Dann meine Arbeitsbreite vom Drescher ist 4,20 Meter. Hier kann ich jetzt in welche Region er starten soll. Er soll in Südostrichtung starten, nach Norden. Hier soll er jetzt starten. Also hier wähle ich den, dass er den Kurs berechnet. Hier kann ich ihn jetzt noch speichern, indem ich Feld eigentlich nur 29 eingebe, weil ich da nämlich ein gutes System habe. Das zeige ich euch etwas später. Oder ich mache jetzt halt schon mal was davon. Hier kann man in dem Falle Ordner hinzufügen, wie man unten sehen konnte. Dann sage ich jetzt halt mal dreschen. Und dann schreibe ich noch mit dazu, was das für einer ist. Dann müssten wir halt dann mal kurz rausgehen. So drehen, dass ich die Dinge sehen kann. Genau. So, nochmal. Dreschen. Komia Swappo. So, da kopiere ich jetzt den Mod, also genau, habe ich ihn jetzt hier mit dazugefügt und sage einstellen. Hier mache ich das gleiche. Hier sage ich, wir wollen hier den Drescher abfahren und also von uns beladen lassen und wir fahren dann ab. Da müssen wir jetzt erstmal einen Motor von uns starten. Hier sagen wir jetzt Kurs beginnen, Kurs anhalten, aber hier machen wir es nicht, sondern wir machen es genau in der Mitte. Es gibt nämlich insgesamt
4 Felder, die wo gleich sind. Und ich habe es bei mir schon vorgetestet in einer anderen, auf einer anderen Map. Wenn ich das einfach mal hier hinstelle, den Abfahrer, sage hier Kurs beginnen, dann fahre ich ein Stück vor und jetzt fahre ich den Kurs ein. Ihr könnt jetzt geradeaus fahren oder links fahren. Ich fahre eigentlich jedes Mal links. Ihr könnt auch den Kurs dann auch ändern, wenn ihr wollt. Müsst ihr halt dann neu einfahren. Aber es gibt auch einen Mod-Ordner, wo man das Ganze ändern kann bei Curseplay. Und jetzt fahren wir da hinten rum, genau. Hier stehen unsere anderen Fahrzeuge noch, da springen wir dann auch noch gleich rein. Hier fahren wir jetzt halt über die Abladerampe vom Silo. Wir könnten auch gleich hier genau, sieht man es nochmal schön, hier unten können wir nochmal lesen. Und ja, hier fahren wir jetzt drüber einmal. Hier haben wir jetzt einen Punkt, hier unten, der wo uns anzeigt, dass wir hier abladen können. Oder dass der Helfer abladet da dort. So, dann sagen wir hier mal, fahren wir mal durch die Punkte durch. Wir hätten jetzt halt auch andersrum fahren können. Da vorne seht ihr schon den Punkt, wo wir gestartet sind. Ich gehe da meistens ganz raus und ein bisschen schräg, dass ich ungefähr abschätzen kann. Jetzt sage ich mal stoppen. Das war nicht gut, aber auch wurscht, das macht nichts. So, sagen wir beim ersten Wegpunkt starten. Hier machen wir jetzt halt auch noch gleich einen Ordner, sagen wir Feld Silo. Und da schreiben wir jetzt halt einfach Felder, Feld, Nummern 24, 29, 25, oder ich schreibe das meistens systematisch, indem ich 25, 29, das müsste Feldnummer 30 sein. Und dann sagen wir hier speichern. Das verschieben wir gleich in den Ordner. Jetzt haben wir hier gestartet. Der Drescher ist jetzt leider schon voll. Und jetzt können wir sagen, hier Abfahrer einstellen. Der möchte jetzt halt einfach nochmal die Sicherheit haben, dass er richtig eingefahren ist. Da kann man auch zuschauen, wenn man möchte. Ich möchte jetzt gerade nicht zuschauen. Ich möchte hier dieses Feld grubbern. So, da sage ich jetzt halt das gleiche, Feldarbeit. Hier sage ich Feldnummer 28, weil wir bis jetzt noch nichts mehr haben. Hier die Arbeitsbreite von dem Grupper, was wir angehängt haben. Hier sagen wir wieder Südosten nach Norden erstellen. So, und jetzt sagen wir hier nochmal einen neuen Ordner, den nennen wir Grubbern. Und ja, dann sagen wir hier einmal speichern den Kurs, das wäre die Feldnummer
38. Jetzt blinkt der, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Okay. So. Zuerst, warum ich nur reinschreibe, also nicht Feld mit dazu, sondern nur 38, weil es gibt, ihr könnt es auch, wenn ihr selber spielt, das Landwirtschaftssimulator 15. Also ich habe es mir so angeeignet, dass ich nur die Nummer dazu schreibe, von welchem Feld es ist, weil es kann auch nochmal möglich sein, wenn ich jetzt halt sage, ich habe jetzt halt mehrere Felder. Sagen wir mal, ich habe jetzt halt bei mir auf der Map, ganz normal auf der Map, sagen wir mal, ich gehe mal hier auf Info. Da komme ich auch noch gleich damit dazu. Weil hier habe ich jetzt halt die ganzen Felder. Ich sage jetzt halt mal, ich habe 24, 30, 24, 29, 25 und 30. Und ich habe jetzt halt noch andere Felder. Ich sage jetzt einmal 23, 28 und 27 habe ich jetzt noch. Oder die 4 Felder habe ich jetzt halt. Und wenn ich jetzt halt mehrere Drescher oder mehrere Fahrzeuge habe, die können ja nicht gleichzeitig alle auf dem gleichen Feld arbeiten. Und ich stelle mir halt hier mit dazu immer welches Fahrzeug oder welcher Drescher das ist. Und dann schreibe ich halt hier rein nur die Feldnummer, weil ich es mir so angeeignet habe im Laufe der Zeit, sagen wir mal. Und ja, jetzt stellen wir mal hier den Drescher ein. Den Abfahrer meine ich von dem Grupper. Hier könnten wir jetzt auch noch gleich sagen, ich möchte hier gleich die Sämaschine einstellen, aber das machen wir jetzt leider nicht mehr. Ich gehe jetzt nach da vorne. Da hat er ihn gefunden. So, ich gehe jetzt mit euch noch davor zu dem Haus. Ich werde jetzt die Folge beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer weiteren Folge von LS15. Servus!